Hey liebe Leute, Mr. J am Mike, heute mit einem Zombie-Gameplay. Und der Grund ist, ich verliere immer mehr die Lust am Online-Multiplayer, Black Ops 2 Gamen. Ich weiss nicht wieso. Es sind glaube ich die Campers oder die Waffen. Ich finde einfach die Freude nicht, ich kann mich nicht identifizieren. Und ich weiss noch, wie ich ab und zu über das MW3 geflucht habe, aber irgendwie gefällt mir das MW3 besser als Black Ops 2. Es ist nicht die Umsetzung, es ist einfach das Gameplay selber, ist völlig anders und ich kann mich irgendwie nicht identifizieren. Und jetzt habe ich halt mit dem Zombie-Modus angefangen, ein bisschen zum oben runterkommen vom normalen Multiplayer, und ich muss sagen, das macht immer noch saumässig Spass. Jetzt im Hintergrund sehen wir das Gameplay mit dem Rufus zusammen, und das ist etwa das dritte Mal, wo wir Zombie-Modus gespielt haben, und es macht einfach wirklich abartig viel Spass. Und wir lachen immer wirklich so sehr, wenn wir miteinander kommunizieren über das Headset. Ja, wir sehen es, wir haben uns ein bisschen verbunkert. Ich habe zum Glück das LMG und habe ihn schon in die Pack-and-Punch-Maschine rein tun. Plus natürlich noch die verschiedenen Getränke, die ich genommen habe. Juggernaut schnell nachladen, Double Tap und das Rest in Peace. Ich habe bis zu diesem Gameplay habe ich nicht gewusst, was es ist. Vielleicht sieht man es nachher noch, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber das ist eigentlich ein Grabstein, wo man kann platzieren kann. Wenn man stirbt, kann man noch schnell viereckige Tasten drücken behalten. Dann setzt man einen Grabstein. Und wenn man stirbt, kann man zu dem Grabstein anlaufen, den Grabstein nehmen, und man hat wieder alle Waffen. Wie man gesehen habe ich da noch die Raygun. Zum Glück braucht man eigentlich. Und habe sie jetzt gerade modifizieren. Ein unhuere Beast. Einfach für die noch nicht Zombie-Modus gespielt haben, sind einfach vorsichtig mit ihr. Weil wenn die Zombies zu nahe kommen und ihr sie abführt, dann werden die auch verletzt. Und das sehen wir nachher. Am Schluss ist das eigentlich mein Tod gewesen. Ich habe es vollkommen vergessen gehabt. Aber ist ja nicht so schlimm. Und was ich eben auch noch lustig finde, was einfach mega Spass macht, sind eigentlich die verschiedenen Arten von Zombies. Ich unterscheide da immer die langsamen, so die Penner, hast du mir einen Stutz? Und nachher die ganz schnell erinnern mich irgendwie so an Teenies, die gerade irgendwie zu einem Justin Bieber Konzert zickeln, was einfach nicht mehr aushalten. Nur darum, dass sie an der Sicherheit oder Security nicht vorbeikommen. Nein, Scherz beiseite. Eben, wir sehen da das LMG aufgerüstet mit dem Pack-and-Punch, ein Viech. Und ja, jetzt sehen wir da, verletze ich mich noch schön. Aber das LMG und die Raygun wirklich eins von der beste Kombinationen an Waffen, wenn man den Zombie-Modus spielen will. Und nicht vergessen, Pack-and-Punch könnt ihr nicht nur einmal brauchen, ihr könnt die Waffen eigentlich reinstecken, so viel ihr wollt. Und sie wird einfach immer stärker. Ich weiss nicht, was das war. Das Game vorher hatte ich auch noch ein LMG gehabt. Oh, jetzt muss ich da unterbrechen. Jetzt sehen wir da beim Rufus meinen Grabstein, den ich platziert habe. Ich kann nachher, wenn ich wiederkomme, kann ich den Grabstein aufnehmen und habe wieder meine Raygun und mein LMG. Aber jetzt zurück zum LMG. Ich habe es das zweite Mal in der Tag gehabt, wie gesagt, das Gameplay voll, und dann habe ich plötzlich noch ein ACOG oben drauf gehabt. Und dann hat es mir einfach gedacht, gut, desto mehr ich das rein tue, desto mehr Attachments kommen über. Aber das ist irgendwie nicht gerade so. Ich habe jetzt dann das zweite LMG wieder rein da und habe dann plötzlich kein ACOG mehr drauf gehabt. Ein bisschen komisch, aber vielleicht ist es einfach Zufall. Und auch da, für die, die Zombie-Modus nicht kennen, ich konnte zwar den Grabstein hinlegen, aber was wir immer verlieren, sind die Getränke, die wir genommen haben. Also Juggernaut bei mir, schnelles Nachladen, Double Tap und natürlich der Grabstein. Aber der Grabstein wirklich eine gute Sache, wenn ihr könnt, kauft es. Und jetzt mal fupp, und ich habe alle Waffen wieder, wirklich ganz geil. Ja, das wäre es eigentlich. Ich kommentiere jetzt vielleicht noch Spiele. Wir sind hier in dieser Stadt drin, der Rufus und ich, und wir haben uns jetzt eigentlich in diesem Haus verbunkert. Eigentlich das Beste. Weil einer kann die Stegen übernehmen, am besten der mit dem LMG. Rufus hat zwar auch eins, ist praktisch, wenn ich plötzlich nachladen muss, aber das geht ja eigentlich recht schnell. Plus noch zusätzlich, wenn es dann wirklich zu viel kommt, ein Tipp von mir, geht aber auf die Straße, weil die folgen euch nachher all in einer Kolonne, und dann könnt ihr euch einfach wirklich in eine Ecke gehen und die vollkommen abschiessen. Jetzt sehen wir es da wieder. Die werden immer stärker und stärker. Aber sehen immer noch aus wie Teenies, die zum Justin Bieber Konzert wollen, sogar zünden sie sich nach. Nein, aber ja, was gibt's noch? Multiplikatoren, immer vorsichtig sein, wenn ihr die nehmt. Vielleicht lassen sie lieber noch ein bisschen liegen und warten auf einen richtigen Augenblick.
Wir haben auch schon mal volle Munition genug gehabt und dann hat die Runde erst gerade angefangen und wir haben eigentlich schon volle Munition gehabt. Lassen Sie einfach warten, einfach nicht vergessen, die stehen nicht für immer da, einfach am Schluss noch nehmen. Und ja, nicht vergessen natürlich immer alles zu flicken und die Geisteskranken schnell vom Rufus zu verteidigen. Da. Ist ein bisschen unabbracht, aber ja. Was kann ich sonst noch sagen? Langsam geht mir schon die Ideen aus. Jetzt klopfen wir eigentlich nur noch Bretter oder Grind. Aber ja. Was haben wir noch? Schnell überlegen. Jetzt kommt es mir langsam in den Sinn. Ja, Pack Punch, nochmal ein Tipp von mir. Geht am besten drin, wenn ihr den Juggernaut habt, wenn ihr das Gesöff getrunken habt. Ich habe es einmal mal probiert ohne und nur eine falsche Bewegung und man ist zu lange drin und dann ist man eigentlich ein brötliches Würstchen. Und auch noch da, wir sehen da, ich habe so eine Art EMP-Blankgranaten. Das sind so die zweiten sekundären Granaten, die man eigentlich nehmen kann. Ich finde die Äffli immer noch die besten. Das sind für die, die es noch nicht kennen, Äffli mit einer Bombe drin. Und wenn ihr die werft, fangen sie an Musik zu spielen und alle Zombies gehen dann zu dem Äffli hin. Wirklich sehr gute Sache. Und wenn sie dann also so ein Hippie-Kreisli gemacht haben um das Äffli, dann geht das Äffli einmal in die Luft. Plus noch, ja, ich erzähle einfach mal Tipps. Das könnte ich erzählen, ist vielleicht eine gute Sache für die, die es noch nicht kennen. Headshots gibt natürlich viele Punkte. Und in den ersten, sage ich mal, 3 Runden am Anfang ist es vielleicht gut, dass man so schnell wie möglich Geld holt. Tipp von mir, macht es mit dem Messer. Erste Runde ein Messerhieb, zweite Runde 2, dritte 3, vierte 4. Diese Runde 3 geht es eigentlich gut, einfach immer wieder zurückweichen, weil dann haben wir schnell mal ganz viele Punkte. Was ich plus noch gesehen habe, ich weiss nicht, ob es vom White Boy 70 Street war, am Anfang, wenn ihr einen Crawler macht, apropos Crawler, so nennt man die Zombies, die wir eigentlich beide weggeschossen haben und nur noch am Boden rumkriechen. Die sind recht langsam und wenn ihr die macht, könnt ihr eigentlich mit der Granate machen, mit der Raygun geht es auch. Aber wenn ihr das macht, habt ihr wirklich Zeit, um alles zu reparieren, euch neu organisieren und das ist eigentlich, sage ich mal, desto weiter ihr raufgeht in der Runde, ist das eigentlich euer Überleben. Also wirklich ohne Crawler schaffen das kaum nicht. Ihr seht, es wird langsam recht streng. Die Zombies werden immer mehr und immer stärker. Aber eine Runde schaffen wir sicher noch, wenn nicht 2. Tipp, wo bin ich gewesen? Ich habe irgendetwas vergessen, was ich sagen wollte. Crawler, Pack Punch, Messer. Ja, jetzt sind wir eigentlich am Transit. Das ist das Zombieland, wo man eigentlich mit dem Bus rumfährt. Wir haben es einmal gespielt, der Bus ist weg gewesen, da haben wir gedacht, der kommt nie mehr, der ist jetzt irgendwo hingefahren und kommt nicht mehr zurück. Aber es ist eigentlich nicht so, es gehen, glaube ich, 4 Runden und dann ist er eigentlich wieder da. Und er fährt dann nicht einfach plötzlich weg, sondern immer nach einer Runde fährt er ab. Er hupt auch immer so schön, also immer ein bisschen zulassen, wenn er dann weiterfahren. Plus gibt es ja noch, beim Transit gibt's ganz viele Sachen, die wir aufnehmen können, Teile. Wir sind es eigentlich noch am Erforschen, was können wir alles aufnehmen und was bringt das alles. Und da kommt sicher auch noch das Gameplay raus, wo ihr seht, was kann ich für was brauchen, weil die einen Sachen sind wirklich saumässig gut. Man kann zum Beispiel aus einer Autotüre und so ein Schubkerli, wo man eigentlich Gasflaschen drauf transportiert, kann man ein Schild machen. Und das Schild bringt jeden Zombie mit einem Hieb um und die spicken dann um wie Gummibällen. Kann man schon fast das zweite ein bisschen squashen, aber wirklich saumässig gut. Und wie gesagt, wir können es mal ein bisschen ausprobieren und schauen, was daraus alles, was sich alles ergibt. Und das können wir euch natürlich mitteilen. Was auch noch ist, der Rufus und ich spielen das jetzt ja das zweite und ich weiss nicht, wie es das vierte ist. Ich habe es früher beim World at War haben wir das vierte gespielt und dann haben wir uns wirklich verbarrikadiert. Und gerne könnt ihr uns, wie gesagt, auf PSN annehmen, oder wir können euch annehmen, besser gesagt, und dann können wir das auch gerne mal das vierte spielen. Ich sage immer, desto mehr Leute rum sind im Zombie-Modus, desto mehr macht es Spass. Plus habe ich noch eine Nachricht für euch, und zwar für alle Xbox-Spieler. Ich habe mir jetzt dann die Xbox zutun, die sollte jetzt dann in den nächsten Tagen kommen. Und dann probiere ich mich mal auf der Xbox. Vielleicht finde ich dort wieder den Spass am Multiplayer. Ich hoffe es natürlich. Und ich will natürlich auch den Xbox-Namen vom, ich weiß nicht mehr, wie sagt man es, Xbox Live,
heisst es, glaubst du, ich natürlich nachher auf unseren Kanal, der Rufus ist sich auch noch am überlegen, ob er sich jetzt eine Xbox zutun soll. Wir denken mal, ist sicher eine gute Idee. Jetzt vielleicht auch noch empfehlen, wenn ihr könnt, rührt gerade immer eure Granaten, weil ihr solltet eigentlich jede Runde eine neue Granate bekommen. Das ist eigentlich gratis Munition, die wir da jetzt nicht gebraucht haben. Plus, ihr seht dort an der Wand leuchtet etwas, das wäre so ein Elektroschlagring. Habe ich bis jetzt noch nie ausprobiert. Aber wie ich gerade gesehen habe, wie stark die Zombies sind, getraue ich mich eigentlich nicht wirklich mit einem Schlagring irgendwelche Zombies zu verprügeln. Auch wenn es vielleicht ein bisschen Spass wird machen, nicht in diesen Runden. Und der Rufus und ich spielen heute Abend noch ein bisschen Zombie-Modus und wir hoffen natürlich, dass wir ein bisschen weiterkommen in diesen Runden, weil desto mehr Runden rum sind, desto mehr macht es Spass und desto mehr geht es ab. Und ja, wie gesagt, meldet euch, schreibt einen Kommentar, wenn ihr wollt zocken. Wir geben vielleicht auch mal einen Tag durch, wo wir beide den Zombie-Modus spielen. Und dann könnt ihr gerne zujoinen. Und dann haben wir sicher verdammt viel Spass im Zombie-Modus. So, jetzt habe ich glaube ich genug gesagt. Wir gehen langsam die Infos aus. Wie gesagt, wir können noch ein bisschen experimentieren und dann kommen neue Infos dazu. Ich würde sagen, schaut euch das an. Plus, leider noch muss ich mich entschuldigen, der Sound vom Zombie-Modus ist nicht mitgekommen, keine Ahnung wieso. Ich habe es jetzt mit ein bisschen Dubstep hinterlegt und wie gesagt, wenn ihr mal einen Wunsch habt wegen Musik, weil euch Dubstep nicht gefällt, einfach in die Kommentare rein. Wir freuen uns über jedes Like, wir haben schon wieder ein Dislike bekommen und keine Begründung. Bitte, wie gesagt, schreibt uns das, damit wir wirklich wissen, was wir verbessern können. Und natürlich für die ganz Neuen auf unserem Kanal, habt Spass, geniessen es und wir freuen uns über jedes Abo. Ich wünsche euch viel Spass beim Zocken, einen schönen Abend, macht's gut und man hört sich im nächsten Zombie-Modus. Habt's gut, Peace. At night and hope that I will dream to get me out this place and onto better things. Because I tried so hard and got so far to let this slip away, and I refuse to let someone put out my flame. You gotta try much harder, hold me underwater, and you can make it darker. I will burn it all up, 'cause I'm a fire starter. Dream to get me out this place and onto better things. Because I tried so hard and got so far to let this slip away, and I refuse to let someone put out my flame. You gotta try much